willkommen zurück. Ich bin der Vega von greengames.ch und ich begrüße euch wieder bei einer weiteren Session Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztes Mal habe ich ja den Wassertempel fertiggestellt. Die Feuerpfeile habe ich mir geholt. Das stimmt doch, oder? Ja, genau. Und jetzt habe ich bereits schon 4 von 6 Amuletten. Das heisst, es geht dann ja schon recht zügig mal Richtung Ende zu. Also gut, zügig ist vielleicht übertrieben, aber jetzt muss ich schon überlegen. Ja, eben, es sind noch 2 Tempel und dann würde ich noch Ganon gegenüberstehen müssen, oder mich Ganon gegenüberstellen. Also mega viel wird es nicht mehr geben, aber das ist jetzt doch eigentlich auch recht lang gegangen, wenn man es überlegt. Ich will überlegen, wenn ich jetzt, als nächstes ist ja der, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist an der Grafik nicht gut. Ich glaube, ich muss das nochmal, ja, muss ich nochmal schnell die Grafik frisch starten. Irgendwie hat es nicht alle Grafiken sauber übernommen. Ah, jetzt sieht es doch viel schöner aus. Ich muss eben immer quasi den Cache von der Grafiken frisch laden, manchmal, wenn ich frisch starte und so. Und das ist jetzt aus irgendeinem Grund irgendwie falsch zwischengespeichert. Also jetzt sieht es doch recht schön aus. Also, genau, wo bin ich stehen geblieben? Ich überlege mir jetzt gerade, was ich noch muss erledigen muss, damit ich in den Schattentempel reinkomme. Und zwar ist das, was ich als erstes auch noch mache, die entsprechende Kleidung wieder anlegen. Ich glaube nämlich, dass ich gar nichts mehr muss machen als Erwachsener für den Moment. Sondern dass ich mich sofort, dass ich schnell das Master-Schwert zurückschieben und dann nach Kakariko mich muss begeben. Bin ziemlich sicher. Ja, ich glaube. Sonst, falls es nicht so ist, dann ja, dann kürze ich das dann ein bisschen ab. Gut. Los, beweg dich. Here we go. Nach Kakariko. Ich weiß nicht, ob ihr es... Aber wenn ihr noch nicht gespielt habt, dann wisst ihr es nicht. Wenn ihr es schon kennt, dann wisst ihr, dass ich zum Brunnen muss. Und beim Brunnen ein bestimmtes Item muss finden. Und ja, und der Brunnen... Und generell eigentlich der Schattentempel ist so ein bisschen der gruseligste Tempel. Von allen, wenn ich es so... Wenn ich es so ein bisschen das genau anschaue. Also, ich habe irgendwie recht zügig gemacht. Irgendwie. Also ich hatte auch nicht wirklich lange rumpröbeln oder irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Recht zügig und auch nicht so gern gehabt. Und das habe ich eigentlich gar nicht mehr so mega gut in Erinnerung. Das gleiche gilt dann auch für einen Wüstentempel, aber der ist einfach viel cooler. Der hat mir viel besser zugesagt. Mit dem Sound und mit dem ganzen Drumherum, mit den Gerudo-Frauen und Zimmerleuten und ja, jenstes, was es da alles noch hat. Das ist echt cool. Aber jetzt fokussieren wir uns mal auf den Schattentempel und was vor dem liegt. Und zwar, ich habe ja, das habe ich einmal Genau, bevor ich in die Zitadelle der Zeit gegangen bin als Link, also dort, als junger Link, wo ich die 3 heiligen Steine quasi übergeben habe und so. Bevor ich das gemacht habe, bin ich ja noch schnell zum... Nein, das stimmt, das war nicht dann. Und ich will sagen, bin ich schnell zum Typ in der Mühle gegangen, zum Mühlemann gegangen. Aber nein, das war ein anderes Mal gewesen. Egal, auf jeden Fall habe ich von dem ein Lied gelernt, die Hymne des Sturms, und die brauche ich jetzt nämlich, um hier den einen Dungeon aufzumachen. Genau, zwar ist das. Muss ich das bei ihm? Ich muss das bei ihm machen, genau. Jetzt gehen wir ihm doch mal Hallo sagen. Hey Navi, was gibst du mir für einen Tipp? Lass uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, wir werden den Schiek, aber der ist gar nicht... Haben wir noch gar nicht gesehen. Wer ist das denn? Ich muss überlegen, wer ist denn das? Wer sind die Weisen? Jetzt mal überlegen.
Also die Route ist vom Wassertempel. Schiek, beziehungsweise der Nauru, glaube ich, heisst der, ist vom Licht. Die Zalia mit dem Wald. Und der Darunia mit dem Feuer. Ich weiss ja wodurch, also scheißegal, scheiß drauf. Ich schaff's auch so. Ups, ja, so nicht. Also spielen wir doch die Hymne des Sturms. Lustig finde ich, dass die ganze Zeit im Hintergrund Hymne des Sturms eigentlich gespielt wird in verschiedenen Varianten, aber sobald ich es spiele, fängt Millie an zu verspinnen. Oh ja, stimmt, der hätte ja noch ein Herzteil können holen irgendwann. Jetzt mit dem Enterhaken und so. Ja, warte jetzt mal. Das ist eine sehr schöne Melodie. Huch! Jetzt geht es aber doch zu schnell. Ja, schon noch, ja. Ja. Und ja, in 7 Jahren wird er mich so richtig hassen. Ich weiß zwar heute immer noch nicht genau wieso, aber... Was ich jetzt gar nicht sicher war, ob ich nicht das Item zuerst muss haben, um überhaupt im Brunnen reinzukommen. Oder, will das genau... Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Schnell schauen. Ah nein. Das ist nicht der Fall. Ziemlich sicher nicht. Schauen wir mal. Ah ja, was ich auch noch mal sagen, jetzt gerade, wo dieser draussen gekämmert hat, falls ihr das gehört habt, das haben wir gerüstet, draussen hat es wieder Baustelle bei uns. Hure geil. Sie sind zwar nicht mega laute Arbeiten am machen, oder wenn, dann nicht gerade neben dem Haus, aber es gibt immer mal wieder etwas, wo dann ein bisschen laukend wird. Und ja, falls es etwas in den Weg kommt, so entschuldige ich mich schon mal dafür. Aber ich kann leider nichts daran ändern, ist nicht möglich. Kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Ah doch. Nein, die oben. Mit aus dem Weg rum. Ja, sie sind irgendwelche Unterhaltsarbeiten am machen, so Sanierungen von Leitungen und alles mögliche. Ich sollte jetzt immer noch mal fragen, ob da vielleicht sogar Glasfaserleitung verleiht wird, aber ich bezweifle es eben. Das wäre aber schon recht nice. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Oder so. Okay, also, das war jetzt einfach eine unsichtbare Wand. Die haben mich im allerersten Mal, als ich im Tempel war, recht verwirrt, weil... ja, man kommt doch nicht auf die Idee, einfach in die Wand reinzulaufen. Nein, so. Weil, ja, wieso auch? Aber, nein. Wenn wir genau anschauen, sehen wir ja... Warte mal, sehen wir das? Wenn wir genau anschauen und hin und her läuft, dann sehen wir hier, da jetzt das Navi ist. Genau da. Sehen wir da so den Strich, wo die Grafik, die Textur quasi aufhört. So sollte man es dann eigentlich sehen. Das sind die bekannten Knochenschädel, Knochenfratzen heisst es, glaube ich. Jetzt muss ich echt überlegen, wie das jetzt genau wieder vonstatten geht. Da hat es in jensten Orten irgendwelche ganz lustige Sachen und irgendwelche versteckte Truhen und alles mögliche. Da zum Beispiel weiss ich jetzt etwas. Oh nein, das ist ein Loch, Mist. Ich gemeint, dass ich... Ah, mal, da ist die Kiste. Jetzt habe ich gemeint, die sind gerade direkt unter dem Abfallhaufen. Aber das ist jetzt nur ein Dings. Krabbelmine, das nützt mir jetzt nicht so viel. Habe ich nämlich eh schon, oder? Ich dachte immer noch jenste. Ja gut, es geht zwar. Geht zwar eigentlich noch. Ja, du, ich gehe jetzt mal am Weg entlang, den normalen Weg. Und dann irgendwann werde ich dann ein paar Möglichkeiten haben. Oder werde ich dann gezwungen sein, auch noch an anderen Stellen durchzugehen zu probieren. Ich glaube, da kann ich mal etwas machen.
da muss ich wahrscheinlich... Kann ich die Kiste aufmachen eigentlich? Nein. Zweifle. Wahrscheinlich muss ich da immer in das Wasser runterlassen. Und jetzt immer ganz angenehme Gegner. Jetzt nicht gerade in dem Raum, ja mal in dem, ja, auch ein bisschen. Das Dekostab führen. So Mumien, die sind ganz ähnlich wie Zombies. Also eigentlich auch nicht so... Ja, jetzt fängt das schon wieder an. Soll ich das zuerst mal fertig machen? Das wäre eine Idee. Aha, da geht einfach immer... super. Au. Da geht jedes Mal ein Grab auf. Aber ich mache jetzt trotzdem mal alle auf, das kann ja nicht schaden. Flehe der Mäuse. Schaffe ich alles mit einem Stab, das ist auch noch lustig. Au. Dann gibt es grosses Fledermäuse-Gemetzel. Au. Ja, oder auch nicht. Haben wir noch näher? Jetzt kommt gar nicht. Super. Machen wir es doch ein bisschen aus vom Abstand. Boink. Boink. Oh. Nein, jetzt habe ich Schild. No, shit. Das habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Schild verloren. Muss mit Reinigung bestellen. Ja, no. Nehmen wir halt den grossen. Besser. So viel Schutz als gar kein Schutz. Oh. An den habe ich jetzt auch nicht gedacht. Gang weg von mir. Irgendwie einer ist doch etwas Spannendes drin. Ah, da. Bim, 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 bim. Das ist komisch dünn. So. Also ich muss mal schnell in alle Särge hineinschauen. Link den Grabenräuber. Okay, da ist nichts. Passiert eigentlich, wenn ich die abfetze? Passiert irgendetwas? Nein. Was denkt? Oh, da habe ich noch einen vergessen anzustellen. Machen wir das doch. Ja, Kreisch. So. Ich glaube nicht. Ja, und jetzt so ein Herzchen. Ja, sonst... Irgendwie hängst du da, glaube ich, ein bisschen, gell? Ja, sonst gibt es ja nicht mehr viel Spannendes. Ja, und auf die komischen Typen habe ich jetzt auch nicht so viel Bock. Ja, gut. Oder muss ich sie echt gleich um... Das Wasser runterlassen? Ja, komm, ich bring sie mal um. Dann muss ich mal bebömbeln oder so. Irgendwie nicht, hä? Können wir sie... Himmel des Lichts kann man... Himmel der Sonne nützt doch gegen Zombies. So, ich habe etwas trinken, sorry. Jetzt sind sie betäubt und jetzt sollte sie eigentlich... Nein, kann ich nicht. Mist. Super, die sind nur einmal betäubt, um können... Ja, und jetzt sehen wir mich wieder. Nein, will ich nicht. Ha. You suck. Der andere ist verschwunden. Okay.
Und jetzt ist es doch nicht da aussen mit dem Wasser, da muss ich das Wasser an einer anderen Stelle verschieben. Verschieben. Senken. Oh. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Auf dieser Seite jetzt irgendwie noch Spinnenbein tönt. Ja, voll nicht. Ja, es ist meistens nur schwierig zum Abschätzen, wenn man das Geräusch hört bei Zelda. Ob es jetzt, von was es jetzt wirklich ist. Also auf welcher Seite es jetzt wirklich ist. Ob es von links, von rechts oder von weiter weg, von näherem ist. Weil halt einfach... Ich kann das glaube ich auch schon... Oh! Das ist jetzt knapp gewesen. Ich habe euch das ja auch schon mal erzählt, dass ich höre Geräusch wirklich nur... Wenn etwas von rechts kommt, dann kommt es wirklich von rechts. Und sobald es wechselt von Mitte zu links, dann ist es schnell auf beiden Ohren, dann geht es nach links über, dann hört man es nur noch auf links und dann sagt der Kollege auch noch. Das ist noch gerade verarscht. Doppelt. Was sagst du da, Navi? Diese Mauer, hier heißt es... Gefahr von oben. Ja, das... Okay. Das hätte ich früher können wissen. Noch nicht. Voll dreckig. Was haben wir da für eine schöne Bimbe? Ich glaube, wir können echt unten bleiben, wenn schon. Statt dass das Bämbeli brauchen. Ja, ablecken nicht. Ich glaube, ich nehme die Dings gleich nochmal für die Ocarina und mache da die Zombies so weg. Ich habe weniger Problem. Jawohl! So, jetzt können wir nämlich auch gemütlich um die Turbine kümmern. Oh, das sind so angenehme Hände im Wasser. Gut, einmal, dann... Ich frage mich jetzt gerade, ob ich irgendwie schnell das Game so neu starte, weil irgendwie hat auch der Sound ein bisschen lag. Das Bild jetzt mit zum Teil so ein bisschen... Wieso jetzt das viele Töpfe? Das ist merkwürdig. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Was ist das Navi? Ja, der... Ich glaube nicht, dass der Ding eine grössere Bedeutung hat, Vogelscheuchenpolka als junger Link. Also irgendetwas Spannendes. Ah. Okay. Oder irgendwie runter. Ah, das ist einfach ein anderer Zugang dazu. Okay. Alles klar. Da oben haben wir ein Herz. Ne, blaue Rubine einfach. Okay. Okay, alles klar. Da kann ich einfach auch irgendwo runtergehen. Reingekommen bin ich nicht von da, sondern von der anderen Seite. Neben den Leitern. Naja. Oh, das ist nochmal so eine schöne. Hallo! Dekostäbe weg, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Was war es? Ich habe keine Lust, mich mit denen zu befassen. Vor allem irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, die respawnen nicht, die sterben gar nicht, weil ich jetzt vorher bei der Mumie gesehen, die sind einfach so ein bisschen am Boden gelegen.